Und ich bin überzeugt, wenn wir es immer wieder im Leben schaffen, Kapazität auch Gott zu geben, werden wir staunen, was auf das Mal für eine Tour bei unser Leben kommt. Wir werden staunen, was für Beziehungen wir erleben dürfen. Weil wir nicht einfach in diese Beziehungen reinrasten und mir das Gefühl haben, es ist das Beste. Weil wir vielleicht auch den können, wie den Mut entwickeln und sagen, Gott, tu, was nur du kannst. Tu, dein Wille soll geschehen. Jetzt möchten wir aber auch noch recht herzlich alle begrüßen, die die Predigt immer wieder auf den Podcast nachschauen. Geben ihnen einen lauten Applaus. Hier aus dem Kalkofen raus. So genial habt ihr eingeschaltet. Unser Gebet ist, dass du ermutigt werden darfst, dort, wo du dran bist und einfach schon in deinem Glauben erfrischt werden in dieser Situation, die momentan in deinem Herzen abgeht. Ich möchte heute mal ein bisschen darüber reden, freie Kapazität zu haben im Leben. Ich weiss, das ist so ein kleines Thema. Überall läuft viel, überall tun wir uns einklinken, überall probieren wir noch dabei zu sein und wir sagen zu wahnsinnig vielem Nein und gleich verlangt das Leben noch viel von uns. Ich bin aber überzeugt, es ist so wichtig und gut, wenn wir auch immer ein bisschen Kapazität haben im Leben. Immer eine kleine Kapazität, wo Gott auch etwas tun kann. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, möchte ich es zum Anfang schnell erzählen. Ich habe so eine kleine spezielle Beziehung zu den Ampeln. Ich glaube, alle Autofahrer oder auch Velofahrer, oder? Wenn man sagt, Ampel rot und so weiter, dann kommen irgendwie so Geschichten in den Sinn, oder? Wie man irgendwelche Sachen erlebt hat oder irgendwo mal so ein bisschen, oder das Klassische, wenn es ja so ein bisschen orange schon eigentlich rot ist und dann gehst du noch, oder? Und dann, ich liebe es so, merke ich auch an mir, also ganz früher, als ich das mal gemacht habe, wo ich mal einfach so ein bisschen, dann fährst du so und dann schaust du nicht links und rechts und tust einfach so, der war so lange orange gewesen. Oder gehst du einfach noch so drüber, oder? Und drückst dann noch so ein bisschen, oder? Oder so ein bisschen das Gefühl, oder, wenn irgendwo rot ist und dann grün, dann ist einer vor dran, oder auch da hat man Beziehung. Ampel ist immer so speziell, oder? Also, da löst etwas aus, oder? Ich kann mich auch gut erinnern als Bübel, oder? Es gibt ja so die Rutschbahnen, oder? Wo dann so die Schwarten, gell? Jetzt kommen ein paar andere irgendwo Geschichten in den Sinn, oder? Oder er geht jemand, dann ist er rot, oder? Und nachher erst, wenn grün ist, darf die nächste Person auf die Rutschbahn, oder? Und dann ist jemand gegangen und hat gesagt, ja, ich warte, und kaum ist er um die Ecke, bist du hinten nachgedonnert, oder? Es Unge so richtig prätscht, oder? Jetzt, wenn mein Mädchen oder eines von meinen Mädchen die Rutschbahn abgeht, und ich sehe, dass so ein unerzogener Bengel da zu früh geht, dann lernt man mich von der anderen Seite kennen, oder? Das ist mir egal, dann gehe ich im Shopping, dann gehe ich her und dann sage ich noch einmal. Das ist ja, das sind Ampeln, oder? Das ist so lustig. Oder noch schnell einer, das war wirklich so lustig, da am Kalkofen immer so eine umgebige Ausfahrt, oder? Und da war ein Auto gefahren, grün, und der König war vor mir im Auto und ich hing an. Und dann ist er auch gefahren, auch ziemlich, und es war dann schon schwierig mit unseren 3 Autos, weil irgendwo bei grün drüber, aber ich habe noch gedacht, es könnte eng werden, weil der Vorderste, der hat blinkt und wirklich gut geschaut, oder es so um die Ecke geht, oder? Und nachher ist es genau so gekommen, wie ich ein bisschen gedacht, oder? Der König ist noch gefahren, ich bin auch noch gefahren, aber es war schon zu spät gewesen, ich war noch so am Abbiegen gewesen, und zack, hat es blitzt, oder? Und ich dachte, das ist einfach unfair, weil ich bin bei grün drüber. Und ich in diesem Moment ist etwas durch meine Seele und all das durch und riesen Verrückte oder Gott, nein, das ist nicht fair, gell? Du schaust zu unserem Recht, oder? Wer die hat, der ist und bla bla bla, das Zeug, oder? Und ich habe auch so viel böse auf diesem Foto geschaut, ich habe nie etwas bekommen, oder? So habe ich mir das vorgestellt. Irgendwo Recht ist gekommen, oder? Gut, also warum erzähle ich das ein bisschen von den Ampeln? Rot wäre nicht zum Gehen, grün wäre okay, oder? Orange musst du selber entscheiden, ob es reicht oder nicht, oder was auch immer. Je nachdem, wie du fühlst oder was. Aber rot ist nicht gut, grün ist gut, oder? Zum Gehen. Grün heisst, fühl dich frei zum Fahren. Und ich habe mir ein bisschen überlegt, wie gehen wir durchs Leben? Gehen wir durchs Leben mit einer roten Ampel und wir auch fast ein bisschen zu Gott wie sagen, für dich ist rot. Ich habe meinen Plan und alles klar, ich komme am Sonntag und dieses und eins und mache es ein bisschen. Aber eigentlich ist für dich rot und du kannst gar nicht in mein Herz hineinkommen. Oder probieren wir immer auch wieder eine grüne Ampel gegenüber Gott zu geben. Auch immer zu sagen, Gott, tu deinen Willen. Klar, ich habe Vorstellungen vom Leben und Pläne und dieses und eins. Aber zwischendurch auch wie zu sagen, lieber Gott, ich möchte dir grüne Ampel geben, dass du kannst tun, was du möchtest tun. Wir lesen in der Bibel, Matthäus 16, wie sie Jesus hat gefragt, wie sollen wir denn beten? Und ein Teil, die meisten kennen es daraus, ist, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Das ist ein unglaublich kraftvolles Gebet, wenn wir Ampel auf grün schalten und wir sagen, Jesus, dein Wille soll geschehen.
dort auf einmal alles anders. Weil wir alle haben Pläne, wir haben Vorstellungen, wir wissen, was Gott tun in unserem Leben. Wenn irgendwo wir einen Partner oder noch nicht Partner oder jemanden gesehen haben, dann fangen wir an zu beten, «Gell Gott, das ist genau die richtige Person, könntest du tun.» Aber dann noch zu sagen, «Dein Wille soll geschehen», braucht Mut. Wir lesen selber auch noch, wie Jesus selber zu seinem Vater Gott betet hat, Lukas 22, 42. «Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner.» Das ist ein sehr herausfordernder Moment von Jesus. Er hat gesagt, «Vater, dein Wille soll geschehen und nicht meiner.» Ganz ehrlich, das ist eine von meinen grössten Herausforderungen, wenn ich in einer Predigt bin, wenn ich probiere, mein Herz aufzutun, dass ich wirklich da bin. Dass ich wirklich grüne Ampel mache und sage, Gott, dein Wille soll geschehen, rette zu mir. Braucht du das Wort, den Song, die Gemeinschaft, dass ich es schaffe, wirklich Kapazität frei zu schaufeln, in meinem Herzen, egal was alles läuft, egal was alles Plan ist, wirklich wie zu sagen, Gott, dein Wille soll geschehen. Tu, was nur du kannst tun. Und wir lesen eine Geschichte in der Bibel, die mich wahnsinnig fasziniert hat, immer wieder von neuem, und ich möchte die euch schnell vorlesen. Und die steht 2. Könige 4, dort steht, eines Tages kam die Witwe eines Prophetenschülers zu Elisa und, wow, die Atmosphäre von Jesus da hier, die Bibel umgeschlagen, gut, die haben sie. Mein Mann, dein Diener ist tot. Du weißt, wie sehr er den Herrn geachtet hat. Doch jetzt kommt der Gläubige und droht, meine beiden Söhne als Sklave mitzunehmen. Was kann ich für dich tun? Fragte Elisa. Sag mir, was du noch im Haus hast. Deine Dienerin, hat sie dann gesagt, hat nichts mehr. Nur ein Krug Öl, antwortete sie. Da befahl Elisa ihr, geh und leih dir von deinen Freunden und Nachbarn so viele leere Krüge wie möglich. Dann geh mit deinen Söhnen in dein Haus und schließ die Tür hinter euch. Gieß das Öl in die Gefäße und stell sie beiseite, wenn sie voll sind. Sie tat, was er ihr befohlen hatte. Ihre Söhne brachten ihre leere Gefäße und sie füllten eines nach dem anderen. Bald waren alle Behälter bis zum Rand gefüllt. Bring mir noch einen Krug, sagte sie zu einem ihrer Söhne. Er hat gesagt, es sind keine mehr da, antwortete er. Und in diesem Augenblick versiegte das Öl. Also in dieser Geschichte lesen wir 2 Sachen, die ich daraus nehmen. Die Frau hat nichts gehabt. Gott hat ihr alles gegeben. Öl war eine Symbolik auch von Segen im Leben, dass wir wie unter dem Schutz von Gott stehen. Segen ist eigentlich durch Öl oftmals auch ausgedrückt worden. Das Zweite, was ich daraus nehmen möchte, ist mich unglaublich spannend, dass das Öl geflossen ist, solange Krüge da waren. Wo die Kapazität da war, Segen zu erleben, ist der Segen geflossen. Wo aber fertig war mit freien Räumen, mit Kapazitäten, ist auf einmal das Öl nicht mehr geflossen. Was können wir aus dem nehmen? Ich glaube, wenn wir Segen erleben wollen, wenn wir wollen, dass Gott das Beste aus unserem Leben herausholen kann, ist es wichtig, dass wir Kapazität haben. Dass wir unser Herz auftun können. Dass wir nicht dermassen durchgetaktet sind und alle Pläne schon klar haben und uns so viel beschäftigen mit allem, was geht im Leben. Und da rede ich nicht nur von Arbeiten und Lehren und so. Klar, auch das kann man übertreiben. Aber zum Beispiel auch, dass wir uns so viel zuballern mit all dem, was auf dem Telefon abgeht, dass wir gar nicht Kapazität haben, dass Gott überhaupt sein Willen in unser Herz hinein kann pflanzen. Ich möchte euch das auf eine andere Art und Weise auch noch schnell da ein bisschen klären. Die einen oder anderen sind Schule oder haben mal eine Schule gemacht, vor langer Zeit. Oder? Aber spannend ist ja, bei den Prüfungen, aber auch bei den Arbeitsblättern, oder, da haben wir ja eigentlich immer so ein bisschen das gleiche Muster. Oder? Wir haben Platz zum Schreiben. Was macht jetzt Word oder all das? Oder kann man eine KV-Ausbildung wunderbar lernen, die Seitenränder einstellen und all das. Oder wir haben Platz und können da unsere Sachen schreiben und es hat irgendwo durch Platz. Und warum? Und das ist immer noch so. Ich sehe das bei meinen Töchtern. Die Lehrerinnen oder die Lehrer, die können irgendwo etwas korrigieren. Die können sagen, hier, und dann können sie da eine Notiz machen nebendran. Sie können auch schon, gibt es manchmal schon, selber nicht so viel erlebt, aber bei denen schon, sie schreiben «Bravo!». Man kann irgendwo reagieren auf das, was geht. Darum ist es wichtig, dass freier Raum da ist, dass für die Person, die uns etwas lernen will, auch ihren Kommentar abgeben kann. Jetzt, wenn wir würden, unsere Arbeitsblätter, oder was auch immer, mit dieser Art schreiben,
Könnt ihr auch mal machen auf dem Computer, aber bekommst du nur vom Lesen das Burnout. Das geht gar nicht, wenn du keine Ränder hast. Wenn wir so leben, dann ist gar nicht Kapazität da. Oder eben hier beim Schreiben gar nicht da, irgendwo zu sagen, du bist auf dem richtigen Weg. Weiter so, hier könntest du vielleicht ein bisschen die Richtung ändern oder ein bisschen mehr Mühe geben beim Schreiben. Jetzt, wenn wir es als unser Leben anschauen. Montagmorgen ist auf, ich gehe mal auf TikTok und dann gehe ich arbeiten, dann gehe ich auf den Zug und dann höre ich einen Podcast und dann gehe ich ins Fitness und dann mache ich ab und dann gehe ich wieder auf TikTok und dann Instagram. Dann gehe ich schlafen. Dienstagmorgen gehe nicht auf TikTok, sondern auf Snapchat fange ich an, dann gehen wir weiter, dann gehen wir hier, dann haben wir abgemacht, dann haben wir zwar mit der Mutter abgemacht zum Mittagessen, mega genial, aber dann geht es weiter, wir müssen arbeiten und dann gehen wir woher? Ins Gym natürlich, weil der Sommer kommt bestimmt und dann gehen wir wieder weiter und dann gehen wir schlafen. Dann ist Mittwochnachmittag, wir müssen ein bisschen weniger arbeiten. Wo fangen wir an? Also morgen ist wieder klar natürlich, wir lesen zuerst, ich gehe da schnell drüber, excuse, irgendwo, was auf der ganzen Welt abgeht, dann tun wir heute die Bibel aufschlagen, gehen wieder auf Snapchat, auf Instagram, auf TikTok und dann gehen wir wieder ein bisschen arbeiten. Am Mittag haben wir 3 Kolleginnen, die auch noch 1000 Fragen haben zu unserem Leben und so weiter. Dann gehen wir wieder ins Gym, weil der Sommer kommt nicht. Sogar, wenn wir sagen, lass uns den Tag mit Gott starten. Ja, Bibellesen-Plan Nummer 1, Bibellesen-Plan Nummer 2, im 2. Könige bin ich auch noch bleiben stehen. Das heisst, dann wieder Snapchat, TikTok arbeiten und wieder. So leben wir manchmal ja. Aber ich glaube, Gott wünscht sich, dass wir einen kleinen freien Raum haben. Dass er überhaupt sagen kann, was sein Willen ist. Und wir gehen manchmal so krass durch das Leben und meinen es manchmal noch gut. Und vielleicht haben wir noch 10 SMS von Leuten, die Hilfe brauchen. Der Prediger hat gesagt, lebe das Leben, wo du noch andere Menschen helfen. Und dann tun wir nur helfen. Wir tun wie gar nie freie Kapazität unserem Vater im Himmel geben. Und ich möchte uns alle ermutigen, dass wir dort irgendwo ein bisschen probieren, darauf zu achten, dass wir auch manchmal einfach einen Moment haben, es braucht nicht mal so lange, wo einfach nichts ist. Ja, vor kurzem, also letzte Woche, mit jemandem reden. Die Person begleitet wahnsinnig viele erwachsene Leute, aber auch Jugendliche, die Probleme haben, psychische Herausforderungen haben, die irgendwo sich wie eingegangen fühlen. Und sie hat mir gesagt, sie tut diesen Leuten immer als erstes sagen, mach eine halbe Stunde ohne Telefon. 90% kann es nicht. Sagen, es geht nicht. Fühlen mich nicht komplett. Und sie probiert zu sagen, geh spazieren, hock auf ein Bänkchen und mach mal 2 Minuten nichts. Und sie hat mich schockiert und hat gesagt, ja, so Leute haben wir in der Hope Life Kirche nicht. Nein, das ist alles gut, oder? Wir sind alle noch immer unterwegs mit freier Kapazität. Haben wir selber überlegt, wann habe ich das letzte Mal bewusst Gott gesagt, ich habe einfach nichts. Ich habe Kapazität, ich bin nicht einfach durchgetaktet, sondern ich habe irgendwo noch Raum, dass Gott seinen Willen tun kann. Und ich habe etwas Spannendes, das ich genial erlebe seit letzten Februar. Ich habe irgendwo ein bisschen das Gefühl gehabt, am Morgen spazieren. Und das ist gäbig. Ich stehe wirklich auf, schlafe noch dazu, sozusagen. Also mein Geist schlaft noch und mein Körper der legt sich an, macht sich parat und dann gehe ich ein bisschen laufen. Und nachher, langsam kommt ein Auge auf. Nachher. Und je mehr sie laufen, kommt dann das zweite. Und dann, so nach 5 Minuten nehme ich auch Menschen wahr um mich herum. Und etwa nach einer Viertelstunde grüße ich auch, wenn sie laut grüßen. Und das ist eigentlich nicht. Aber ich probiere zu laufen. Jetzt müssen alle laufen. Vor allem nicht die zu Hasli sind. Das sehen wir einander noch. Das ist nicht gegeben. Ja. Aber was ja, sie müssen dann noch grüßen. Und dann, ja, cool gewesen, Declaration, schon gejettet und die Bibel lesen. Aber was ist, ich probiere wie zu sagen, Gott, jetzt gehe ich laufen. Und nicht gegen die Bibel lesen, das ist, glaube ich, alles wichtig und gut. Aber ich tue bewusst dann, wie sagen, Gott, was soll ich heute, was hast du vor? Was ist dir wichtig heute? Und manchmal kommt nichts. Manchmal kommt eine Idee. Manchmal ein Gedanke. Und spannend ist schon, wenn ich dann eben in die Augen gehe, nach einer Viertelstunde, und ich dann merke, das Telefon hat ja gleich dabei, oder? Weisst ja nie, wenn du irgendwo die Ohnmacht hast, dann können die Leute schauen, wo du bist oder wo ist. Das ist immer gut, das Telefon dabei zu haben oder was. Nein, du hast dabei, kannst die Bibel hören, gell? Kannst auch noch alles andere checken. Aber dann fängt es irgendwo an, wie ich sage, okay, gut, jetzt ist ja gut, sind wir ja mit Gott zusammen gewesen. Aber ich probiere dort zu sagen, nein, Gott, das ist mein Raum, den ich dir probiere zu geben. Und ihr spürt, ich möchte euch ermutigen, ein bisschen Raum zu schaffen. Weil Gott möchte seinen Willen tun, da bin ich überzeugt. Aber manchmal sind wir zu beschäftigt. Wir wissen, wir haben die Lehre fertig und wir haben alles abgekarrt ab Augsten. Haben wir noch ein bisschen Kapazität, dass Gott sagen kann, was ab Augsten läuft? Oder ist alles gegeben?
haben wir alles in unserem Plan schon Klarheit gegeben und wir wissen genau, was wir wollen und Gott soll es segnen. Und ich habe gelernt, je länger ich mit Gott unterwegs bin, desto besser ist es, wenn ich auch noch ein bisschen Raum gebe, dass Gott reden kann. Dass ich ein Gefühl bekomme für die Sachen, ob sie richtig oder falsch sind, obwohl es manchmal nicht einfach ist. Ich habe mir ein bisschen probiert, 3 Sachen aufzuschreiben, wo ich überzeugt bin, dass so Grenzen, vielleicht auch manchmal das Telefon wegtun, wirklich den Willen von Gott suchen, kann helfen. Das Erste ist, ich bin überzeugt, Grenzen oder freier Raum sorgen für Klarheit im Leben. Wir sollten nie im Stress und im Dauerdruck Entscheidungen treffen. Das ist etwas, was man lernt. Und ich glaube, Grenzen helfen, dass wir uns in diesen Momenten überlegen können, was wollen wir überhaupt, was will Gott überhaupt. Es gibt Klarheit im Leben. Aber wenn wir vom einen zum anderen Sekulatur dran sind, bin ich überzeugt, fällen wir falsche Entscheidungen, wo wir Umwege machen, die nicht nötig wären. Dass wir dem Schöpfer vom Universum, von unserer Welt, ein bisschen grünes Licht geben. Dass er sagen darf, was er mit uns vorhat. Das Zweite, ich bin überzeugt, Grenzen lassen Kreativität stehen. Manchmal sind wir so drinnen, und manchmal sogar gut gemeint und lesen Buch und dieses weiss, aber wenn wir nicht freien Raum haben, ja, bin ich überzeugt, kann gar nicht Kreativität kommen. Ideen vielleicht ein bisschen ausserhalb der Box denken, dass wir irgendwo dürfen, ein bisschen weit Gottes Willen ins Herz hineinlassen, auch kreativ. Manchmal vielleicht sogar, wenn es ein bisschen langweilig ist. Ich könnte meine Frau fragen, wenn es mir langweilig ist eigentlich nicht so gut. Weil da kommen die guten Ideen. Und die guten Ideen treiben mich dann sehr schnell wieder in Stress. Und dann oder? Aber eigentlich ist langweilig ja nicht so schlecht. Manchmal wird zu sagen, ja, was ist eigentlich, was mache ich überhaupt? Manchmal sind wir auch so mit diesen 1000 Beziehungen, die wir pflegen und alles noch probieren, gut anzustellen. Wir sind so im Druck. Aber eigentlich möchte Gott Kreativität hineinbringen. Und das Dritte, was wir aufgeschrieben haben, ist, ich bin überzeugt, Grenzen bilden Charakter. Es ist so krass, wir haben so viele begabte Leute und dann kommen Social Media und all das sehen wir uns auf der ganzen Welt geht. Wir sehen so viele begabte Leute, die beschenkt sind mit Talent, aber oftmals ist das Problem, die Talente kommen so schlecht oder irgendwo werden für das Falsche gebraucht, weil kein Charakter da ist. Und ich bin überzeugt, Charakter ist der Boden von unseren Begabungen. Dass wir unsere Begabungen, die Gott geschenkt hat, zum Guten einsetzen, dass es so wieder ein Gewinn für das Umfeld wird, aber auch für uns selber, braucht Charakter. Und Charakter wird auch gebildet, indem wir uns manchmal zurücknehmen, Sachen vielleicht auch ein bisschen loslassen, für uns wieder freien Raum entstehen kann. Und ich glaube, wir haben es so aufgeschrieben, der Mut zu haben, auf gute Sachen zu verzichten, um Gottes grossartige Pläne zu erleben. Manchmal muss man sogar ein bisschen gute Sachen loslassen. Es ist ja spannend, oder? Wenn ein Kind auf die Welt kommt und irgendwann kommen die Zähne, oder? Und irgendwann sind die am Anfang sehr guten Zähne. Irgendwann ist er fällig, weil noch ein stärkerer Zahn kommt. Und was passiert dann? Der stärkere Zahn, der putzt nachher den Jungzahn wie weg. Der sollte nachher rausgestossen werden. Das ist eigentlich auch eine Symbolik. Manchmal möchte Gott grossartige Sachen schenken, aber wir halten so fest am Guten. Wir haben das Gefühl, Gott probiert zu motivieren, dass wir auch Sachen probieren loslassen, auch wenn es vielleicht zuerst wieder ein bisschen Freiraum gibt. Vielleicht sogar ein bisschen langweilig, vielleicht sogar ein bisschen Angst. Wie bin ich denn unterwegs? Was mache ich denn, wenn ich gewisse Sachen vielleicht loslasse im Leben? Wenn du vielleicht heute Abend da bist oder eingeschaltet hast und wie nicht einen 5-Jahresplan hast, oder auch nicht ganz klar, was aus dir noch werden soll, oder was du nach der Lehre möchtest machen, oder was du überhaupt nächstes Jahr machen, dann möchte ich dir gratulieren, das ist das Beste. Weil dann bist du parat, dass Gottes Wille passieren kann. Du kannst heute Abend sagen, Gott, dein Wille soll geschehen. Dein Wille soll in mein Herz hineinkommen. Tu was nur du kannst tun. Und dann fängt an, etwas zu entstehen. Und manchmal ist es gut, nicht 1000 Pläne zu haben. Nochmal zurück zu dieser Geschichte, die ich vorgelesen habe. Die Dienerin hat gesagt, ja, nichts. Wenn wir nichts haben, aus unserer Sicht keine Begabungen, keine Talent, keinen Abschluss für irgendwo können, keine Motivation oder was auch immer. Die beste Voraussetzung können sagen, Gott, ich habe nichts. Aber was ich habe, ist Kapazität. Was ich habe, ist ein Glaube, dass du etwas tun kannst. 2. Korinther 12 steht,
Aber er hat zu mir gesagt, also Gott sagte zum Paulus, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir und so trage ich für Christus alles mit Freude. Die Schwachheiten, Misshandlungen und Entbehrungen, die Verfolgungen und Ängste. Denn ich weiß, das ist mein Lieblingssatz, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Schau, wenn wir uns nicht ausgerüstet fühlen, irgendwo wie einfach machen und nicht motiviert und nicht irgendwo leidenschaftlich unterwegs sind oder manchmal nicht genau wissen, warum mache ich es, ist der beste Boden, dass Gott Veränderung geben kann. Weil wenn wir schwach sind, wenn wir nichts haben, dann können Wunder anfangen geschehen. Es ist so aufgeschrieben, deine Schwachheit, dein Nichts ist der Anfang von Gottes Wunder. Und manchmal müssen wir nichts haben. Einfach nichts. Kein Plan, keine Idee, für einfach zu sagen, Gott, da bin ich. Was ich habe, ist ein Gefäß, das ich dir geben möchte. Das ist mein Leben, das ist ein Gefäß. Füll das mit deinem Segen, brauch das, tu das, was nur du kannst tun. Und ich bin überzeugt, wenn wir es immer wieder im Leben schaffen, Kapazität auch Gott zu geben, werden wir staunen, was auf das Mal für eine Tour bei uns ins Leben kommt. Wir werden staunen, was für Beziehungen wir erleben dürfen. Weil wir nicht einfach in diese Beziehungen reinrasten, weil wir das Gefühl haben, es ist das Beste. Weil wir vielleicht auch können, wie den Mut entwickeln und sagen, Gott, tu, was nur du kannst. Tu, dein Wille soll geschehen. Weil wir beruflich nicht genau den Karriereweg einfach einschlagen, weil wir das Gefühl haben, es ist richtig. Sondern vielleicht mal wie sagen, Gott, rette du zu mir. Gib du mir eine Freude, vielleicht auf einen unkonventionellen Weg. Vielleicht muss ich zuerst auch noch ins Herz bekommen, was ich überhaupt möchte werden. Das ist kein Problem. Gott ist da, für das alles bei uns hineinzulegen. Und ich möchte uns alle ermutigen. Ich glaube, Kapazitäten kann jeder Mensch. Immer wieder wie Gott sagen, da bin ich. Einfach ein bisschen Zeit. Einfach ein bisschen nichts. Kein Telefon, manchmal nicht mal einen Bibellesenplan lesen. Einfach mehr. Das ist für uns ausgesehen, manchmal nichts. Aber für Gott längstens genug, für Wunder zu tun.